Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kassettenschmarz. Ja, die größte Fake News Schleuder nach Ex, darf ich fast behaupten, hier bei uns. Zumindest wenn der Corby dabei ist, aber er glänzt ja wieder mal mit Abwesenheit. Das macht es wieder mal allein. Da war eine Runde Mitleid angebracht für die ganze Arbeit, die ich ständig allein machen muss. Krawallmaus ist schon mal da, das ist schön. Guten Abend. Hi, das gefällt mir. Und alle anderen, die zuschauen und nicht Hallo sagen, unverhöflich. Das ist ziemlich rude, möchte ich sogar behaupten, um einmal ein paar Anglizismen mit einzubauen. Vielleicht schaffe ich noch mehr, ich weiß noch nicht, ich bin nicht so gut im Anglizismen einbauen, aber ich werde mein Bestes machen. Heute haben wir wieder einen kleinen Schwung. Schaut's oldschool auf Zettel gestimmt, meine Neuigkeiten. Und Unboxing gibt es halt auch wieder. Pokémons und One Piece ist am Start. Sesselberger, schön, dass er da ist. Schön, dass er da ist. Ihr dürft halt nicht auswählen, was für Karten das wir unboxen, da ich leider nur noch die zwei habe. Nur noch hier eins One Piece und eins Pokémons. Drum müsst ihr euch mit der Vorgabe zufrieden geben von mir, was ich aufmachen werde. Schön ist du mit den Pokémon, sagt er. Ja, da hast du recht. Pokémon sind immer schön. Die sind immer schön. Brauche ich noch mal ein Backerl von die Magic-Karten. Ich habe zumindest mittlerweile herausgefunden, dass bei die One Piece-Karten es essentiell wichtig war, dass ich eine zirk mit so Manga-Zeichnungen, also mit Beutel aus den Mangas im Hintergrund, weil die sind fette Kohlen wert. Also drückt mir die Daumen, dass halt fett Kohle rumkommt bei dem Ding. Vielleicht haben wir es gleich doppelt und ich bin danach eingemachter Mann, so wie Lilo Wanders, um KZ einmal zu zitieren. Fangen wir mal kurz an. Es war ja wieder diese D23 von Disney. Und die war ziemlich nüchtern, möchte ich behaupten. Wir haben einen Trailer zu einem neuen Ice Age, oder kein Trailer, sondern die Ankündigung. Es kommt ein neuer Ice Age-Film, Boiling Point nennen sie der. Und Release ist jetzt mal angesetzt auf den 5. Februar 2027. Ice Age geht immer, das ist eigentlich so eine Marke wie Shrek oder Drachenzähmen leicht gemacht und Hotel Transylvanien haut die Teile aus. Ich schaue es mir an, die machen mir Spaß. Dragon Cry ist auch am Start. Guten Abend daher, sagt er. Und wer ist der Ernie Reinhardt? Ernie Reinhardt gefällt das. Ich kenne keinen Ernie Reinhardt. Was möchtest du von mir? Erleuchte mich. Dragon Cry, was ist eigentlich los mit dir? Hast du kein Social Media mehr? Krieg keine Reels mehr von dir. Das ist unglaublich. Zudem ist noch eine komplette neue Marke angekündigt worden, und zwar Hexed. Der Start am 25.11.2026. Und da soll man eine magiebegabtes Mädel mit ihrer Mutter irgendwie begleiten, soweit ich da jetzt nicht gelesen habe. Lilo Wanders ist gleich. Da schau her. So tief bin ich im Transen-Business noch nicht drinnen. Noch nicht. Ja, wart's noch. Wer unser Halloween-Special gesehen hat zu die Simpsons, der weiß, dass ich wirklich eine wunderschöne Frau war. Kann sich nur empfehlen, schaut mir eine ins Halloween-Special. Einfach Wahnsinn. Es ist so schon grenzwertig geil, aber als Frau, ich bin echt am Spekulieren, ob ich nicht einmal schnell mein Geschlecht neu eintragen lasse. Zumindest zum Schauen, was geht. Zum Schauen, was geht. Geschlecht geändert, ein bisschen herkriegt, dann auf Tinder angemeldet und dann schauen wir mal, wie viel das umgeht. Und wenn da mehr umgeht als bei meiner Tinder-Karriere als Mann, dann werde ich mal eine Zeit lang als Frau unterwegs sein. Brauchen wir noch einen gescheiten Namen für mich? Weibliche Version von Kani. Ach, der Social Media Pause macht er. Völlig vermisse die Reels von dir. Ich kriege ja von dir immer tolle Reels und du von mir auch. Und erstmal eine fette Potato für deine nette Spende. Dafür laufen wir die natürlich wieder wie die Sau. Und was für mich geile News war, und ich hoffe, dass es auch bei uns rüberkommt, ist, Toy Story hat ja sein 30-jähriges Jubiläum. Und ich bin ein riesiger Toy Story-Fan, also zumindest die ersten zwei Teile liebe ich. Ich hasse die neue Synchronstimme vom Woody, das macht mich fertig. Aber trotzdem tolle Filme und der erste ist sowieso ein Evergreen für mich. Und der soll ja scheinbar am 12. September jetzt nochmal einen Kino-Release kriegen. Also wie gesagt, ich hoffe sehr, dass er auch bei uns ins Kino nochmal kommt, weil den habe ich als junger Bub noch auf Videokassetten gehabt, aber leider nie im Kino gesehen. Aber einen zweiten dafür schon. Ja, nix, Daniela, haut's ab jetzt. Das ist halt Trivia, die ich weiß beim Joker. Unser Joker bei mir auch, ja, zum Jauch gehe ich, aber in der Regel auch nur wegen dem Glas Wasser, um nochmal KIZ zu zitieren. Heute haben wir es halt richtig raus hier, gell? Aber ich werde es mir merken, dass wir die Oder verdürfen. Vielen Dank dafür. Gibt es auch Potato.
eine kleine, so Frühkartoffel kriegst du dafür. Ist nämlich nicht so viel wert wie ein Philipp seine Spende. Bulli funktioniert halt nicht wie, das ist tatsächlich wahr. Bulli funktioniert für mich allgemein nicht mehr so gut, muss ich sagen. Bin mal gespannt, wenn der Kanu das Manitou bei den Prime Deals dabei ist, dann werde ich mir natürlich einmal anschauen, damit die, wie es der Michael sagt, man braucht für jeden Träger ein Muster, damit die mitschmerzen kann. Aber ist nicht so mein Ding, nicht mehr so mein Ding, muss ich sagen. Traurige News für mich persönlich, denn Mortal Kombat 2 war ja jetzt im Oktober heuer gekommen, aber jetzt ist er auf 15. Mai 2026 verschoben worden. Gründe habe ich jetzt noch keine dazu gelesen, in dem Post ist nichts dabei gestanden. Jetzt habe ich meine Unterlage auch gemeint, wow. Aber ja, das macht mir kein gutes Gefühl in meinen Hose, sondern eher ein bisschen traurig. Und traurig, müsst ihr wissen, das schaut mir mit weh. Das ist sehr schade, auf den habe ich mich schon wirklich sehr gefreut. Ich habe ihn gesehen, das tut mir sehr leid für die. Unser Geiti Boy hat ihn auch gesehen. Ja, die haben sogar auf Letterboxd 2 von 5 gegeben. Dafür habe ich ihn sehr gescholten, weil er nur wegen dem schlechten Trailer hätte er nur einen halben Stern gekriegt, aber er hat gemeint, der ist nicht so schlimm, wie man meint, aber eine Handvoll Witze soll sogar zünden. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht sonderlich toll, was wir da geliefert kriegen. Ja, wie gesagt, Prime Deals. Die Prime Deals werden für mich regeln. Dann haben wir neue Casting-News, nämlich Amy Adams in Star Wars Starfighter. Amy Adams kennen wir ja aus Arrival oder als Lois Lane in Man of Steel. Und der Aaron Pierce, der jetzt auch in der kommenden HBO Green Lantern Serie mitspielen wird. Und bei dem Film auf Netflix, was auch so ein bisschen Selbstjustiz-Rache-Ding war, weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Man kennt ihn auf alle Fälle, er hat nämlich unglaublich eindringliche Augen. Dass man seine Augen haben darf, ist eigentlich unfair, weil da bin ich ein bisschen neidisch. Der Typ schaut da instant in die Seele. Jetzt muss ich kurz schauen, mangelnde Vorbereitung. Es gab nämlich auch das erste Szenebild zu Star Wars. Ha! Ich habe es natürlich schon gefunden, weil ich bin ja ein Hackerman. Ich muss schon wieder überall einwilligen. Das zeige ich natürlich schnell. Dieses erste Bild, es ist wie immer bei so ersten Bildern nicht viel aussagend, aber zumindest ist damit jetzt offiziell, dass die Dreharbeiten begonnen haben. So, wenn du jetzt mal das nehmen darfst, was ich sage, dann war ich da sehr dankbar. Da schaut's her. Falsch geteilt. Super, Kani, super, du Vollidiot. Moment, haben wir gleich. Amüsiert sich dabei untereinander. Sesselmann unterschreibt irgendwas. Wie war's, wenn du mir ein Steady-Abo unterschreibst? Unterschreibt dir irgendeinen Mist, anstatt einmal die wichtigen Sachen unterschreibt. Es hat gerade Zeit, bis ich das auf 3 kriege, dass ich das Beutel teile. Jetzt habe ich es aber geschafft, das Beutel zum Teilen. Hier, erste Bild von Star Wars Starfighter. Wer ist denn eigentlich da drauf? Ist das da schon der Ryan Gosling? Wahrscheinlich ist es schon der Ryan Gosling. Und die kleine Person kenne ich nicht. Ist mir zu klar, sage ich nicht. Das ist wie ein Hobbit. Kann man auch nicht größer machen. Zumindest ich nicht. Habt's gesehen? Fertig, gelangt. Mehr kriegt ihr zum Singen von Star Wars Starfighter. Muss euch reichen. Muss euch reichen. Bin auf alle Fälle sehr gespannt. Das ist bisher ein sehr vielversprechender Cast. Ein sehr vielversprechender Cast. Dann habe ich ja schon erzählt, dass letzte, was ist der junge Peter Maffay war das ja. Stimmt, von der Größe hat es passen, oder? Der ist doch auch ungefähr 1,10 Meter groß. Weiß ich nicht sicher, müsst ihr mir auf Wikipedia schauen, ich weiß nicht. Köstliches Leitungswasser. Letztes Mal habe ich erzählt, dass ja ein Rambo-Prequel scheinbar kommen soll, in dem ein junger Stallone gecastet worden ist. Und jetzt ist nochmal ein junger Stallone gecastet worden, nämlich gespielt wird er dann vom Anthony Polito, hört sich nicht gut, weil dann war er polite, dann war er sehr höflich. Polito, so machen wir es. Ist als junger Stallone gecastet in dem Film I Play Rocky. Und das ist eine Geschichte über das Making-of von den Rocky-Filmen. Regie macht der Peter Farrelly und der hat auch schon Green Book, den äußerst krass überragenden Green Book zu verantworten gehabt. Wir haben es jetzt auch nicht richtig rauslesen können, ob das dann ein Doku werden soll, wo so eingespielte Dinger sind, aber gefühlt wird es eher ein
Ähm, ja, so wie so Biopic nenne ich es jetzt einfach mal über die Entstehungsgeschichte der Rocky-Filme. Wer es braucht, soll es so schauen. Wer es braucht, soll es so schauen. Bin jetzt nicht so der Rocky-Fan, muss ich gestehen. Ähm, ich habe nicht mal die ganzen Creed-Teile gesehen. Ich glaube, ich habe gar keinen Creed-Teil gesehen. Gibt es auch schon 3, oder? Drauf beim Kino, habe ich gehört. Hm. Weiß ich nicht, ist nicht so mein Ding. Und nach Rambo und Rocky kommt noch ein anderer Lockenträger, Dauerwellen-Lockenträger aus die 80er zurück. Zumindest ein Format, in dem er mitgespielt hat, denn die Macher von Cobra Kai Sandro einen Film zu Knight Rider zu machen. B.A. Wild habe ich dir. Schön, dass du hier bist. Es ist schon länger im Gespräch, dass dieses Projekt verwirklicht wird und jetzt soll es anscheinend wirklich fix sein, dass die Cobra Kai-Macher einen Knight Rider Kid wieder zurückbringen auf die Leinwand. Ob jetzt wirklich dieser Dauerwellenträger, der da damals mitgespielt hat, der alte Hasselhoff, wieder dabei ist, weiß man noch nicht. Da gibt es noch keine genaueren Infos, nur diese Nachricht, dass das jetzt in der Mache ist. Freuen wir uns, oder? B.A. Wild, Servus, sagt er. Ja, genau. Wegen so einer Scheißnachricht muss ich jetzt in den Chat umschauen. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich mit euch. Es blockiert mir doch nur, wo es kennt. Das ist eine reine Sabotage hier. Jetzt habe ich noch ein paar Poster erst einmal, bevor wir dann auf Anime-News rüberschwenken. Da gibt es auch ein paar kleine Neuigkeiten, zumindest zu Releases. Aber erst zeige ich ein paar Posters. Ein paar schöne Posters. Unter anderem gibt es ja zu dem Knives Out Teil 3, Wake Up Dead Man, jetzt ein erstes richtiges Poster. Und auch einen Starttermin haben sie auf das Poster geschrieben. Das ist schon ziemlich nett von ihr. Ne? Dauert immer gerade einen Moment, aber da haben wir es. Am 12. Dezember geht's los auf Netflix mit dem dritten Teil von Knives Out, Wake Up Dead Man. Ich hoffe, der ist ein bisschen besser als Glass Onion. Ich fand Glass Onion zwar ganz cool, aber irgendwie nicht so geil wie Knives Out, also wie den ersten Teil. Aber angeschaut wieder und wenn er schon auf Netflix läuft, wo wir uns dann nicht vor der Couch bewegen müssen, dann machen wir das doch und wammeln uns sauber hier und haben uns die Knives Out. Wake Up Dead Man am 12. Dezember neu. Hat einen limitierten Kino-Release am 28. November, aber ob das auch bei uns der Fall ist, das weiß ich nicht. Das Knight Rider Remake war von Will Kimmerschee, der Rest war so semi-gut. Ich war nie der Knight Rider-Fan, muss ich sagen. Ich bin kein Autofan, das Einzige, was mich mit Autos interessiert, ist Mario Kart und ansonsten soll mich alles mit Autos am Arsch lecken. Dann haben wir meine Lieblingsposter, die in letzter Zeit rausgekommen sind, nämlich zu der dritten Staffel Monster, die Ed Gein Story, die am 3. Oktober schon bei uns läuft. Da kriegt es dann 3 Poster zum Singen, da muss ich aber gerade immer wieder hin und her switchen. Wir haben hier einmal, er hat ja ein bisschen gestörtes Verhältnis scheinbar zu seiner Mutter gehabt. Also kuschelt der Hannerman hier mal ein bisschen mit Muttern. Kann ich euch gerade raten, kuschelt wer mit eurer Mann, sonst braucht zu eurer Mann. Die hat einen Haufen Ärger mit euch gehabt. Dann haben wir das nächste Poster, das sind 3 wirklich zauberhafte Poster, die sie da rausgebracht haben. Da gehen wir schon ein bisschen so in die Maskenbildner-Richtung, weil wer es nicht weiß, Ed Gein ist ja berüchtigt dafür gewesen, aus Menschenteilen Kleider, Gürtel, Lampenschirme, was weiß ich alles gemacht zu haben. Haben wir hier schon mal ein bisschen dann angedeutet, eine schöne Maske und das wird sicher manche an der Texas Chainsaw Massacre erinnern. Dafür ist ja mehr oder weniger Pate gestanden, die Geschichte, auf dem basiert. Viel basiert, heutige Horrorgeschichten basieren ja auch auf dem Ed Gein. Und das dritte Poster, das sie uns kredenzt haben, kommt sogleich, nämlich hier. Und da geht er dann in den Full Leatherface-Modus, fett mit Kettensäge in der Luft umeinander schwenken. Das ist halt also ein krasses Kopfnicken in Richtung Texas Chainsaw Massacre geht eigentlich gar nicht, weil das der Leatherface ja auch sehr gern gemacht hat, am Ende von Filmen die Kettensäge wild durch die Luft zu schleudern und zu schreien und einfach irre zu sein. Ich bin gespannt drauf, weil die ersten 2 Staffeln waren wirklich richtig geil. Und mit Ed Gein haben wir eine unglaublich interessante Figur. Da bin ich schon heiß drauf.
Haben wir noch mehr Poster für euch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es jetzt hier mal an Postern. So, was haben wir noch? Anime-News habe ich gesagt, haben wir für euch. Ranma 1,5, Staffel 2 am 4. Oktober auf Netflix. Finally. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Mir hat die erste Staffel sehr gut gefallen. Allgemein haut Netflix echt sehr hochwertig gute Animes raus. Was schreibt da der Dragon Cry? Hoffentlich sieht man die ganzen Knochenmöbel graus. Ja, da gehe ich fast davon aus. Also ich gehe zwar davon aus, dass es ist wie bei Dama und bei den, wie haben es geheißen, die zwei Brüder, da fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein. Menendez-Brüder, genau, dass es schon eher dramalastig bleiben wird, um eher so diesen Charakter und seine Psyche zu beleuchten und nicht großartig jetzt auf Schockeffekte, Splatter und Blut zu legen. Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht in dem Format, weil es ein bisschen respektvoller mit den Opfern umgegangen worden ist, in meinen Augen. Aber ich denke, dass sie trotzdem gezielt Momente einsetzen, in denen man sagt, wo sie eigentlich drin hat. Das ist schon. Ich finde, die haben eine gute Waage sie bisher gehalten in ihren Serien. Ach, das hätte ich euch fast vorenthalten. Siso kriegt ja auch noch eine Fortsetzung. Siso Road to Revenge am 21.11. im Kino. Dazu gibt es auch schon einen Trailer und der Trailer ist wirklich überragend geil. Das ist im ersten Teil werden Nazis erledigt, im zweiten Teil kriegen jetzt die Ruski-Puskis aufs Maul. Und der Trailer lässt schon mal vermuten, dass es überall eine kleine Schippe draufgelegt wird. Also schaut euch den Trailer zu Sisu Road to Revenge an, das war sehr geil. Ranma ist super. Ja, Ranma ist echt super, macht sehr viel Spaß. Dann weitere Anime-Releases, die jetzt angekündigt worden sind. Wir haben ja Jujutsu Kaisen, die dritte Staffel, die wird jetzt im Januar offiziell kommen. Wo ich gelesen habe, sollen aber auch im November irgendwie entweder die ersten 2 Folgen ausgestrahlt werden oder Sonderfolgen. Das habe ich nicht ganz umrissen. Ich bin da auch noch nicht im Thema drin, muss ich sagen. Da möchte ich nämlich erst mal die Mangas lesen. Dann haben wir Frieren, die zweite Staffel, wird auch im Januar kommen. Da bin ich schon gespannt. Die war nämlich erst sehr schön, die erste. Hell's Paradise, die zweite Staffel, kommt auch im Januar. Die habe ich noch nicht gesehen, da muss ich mir reingucken. Was haben wir noch? Fire Force Season 3 Part 2, auch im Januar. Golden Kamuy, die finale Staffel, auch im Januar. Und Darwin Chihen, auch im Januar. Es sind jetzt halt ein paar Sachen dabei, wo ich sagen muss, die kenne ich nicht. Darum lese ich auch noch nicht alle vor, weil wenn Sie nicht kennen, dann braucht es euch auch nicht interessieren. Black Clover Season 2 kommt endlich im 2026, ist aber noch kein richtiges Datum bekannt. Das passt mir ganz gut, weil ich das nämlich vor Zeit erst angeschaut habe und finde es zwar gut, aber jetzt nicht so überragend geil, aber möchte auf alle Fälle wissen, wie es weitergeht. Dann haben wir noch Tokyo Revengers, die 4. Staffel für 2026 und endlich Bleach, wie heißt der 1000 Year Blood War, kommt dann auch die offizielle, die letzte Staffel im Jahr 2026. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas dabei ist, was uns interessieren kann. Made in Abyss kommt ein neuer Film 2026. Habe ich endlich die erste Staffel durchgeschaut und den Film, der dazwischen spielt, also alle, die Made in Abyss anschauen wollen, ihr schaut Staffel 1 auf Netflix, dann müsst ihr auf Prime rüber switchen. Da ist nämlich ein Film, Seelen der Tiefe oder irgendwie so. Ich weiß jetzt gar nicht genau, da gibt es 3 Filme drin und der Film mit Seelen im Titel spielt zwischen Staffel 1 und zwischen Staffel 2. Also Staffel 1 auf Netflix, dann schnell auf Prime, ist in einem Kanal drin, den man 7 Tage kostenlos testen kann. Den Film mit dem Namen Seelen im Titel anschauen und dann wieder zurück auf Netflix und die zweite Staffel Made in Abyss anschauen. Sehr gut. Erste Staffel war wirklich überragend gut. Der Film war auch ziemlich gut, sehr hart und ich bin jetzt gespannt, wie die zweite Staffel weitergeht. Dann haben wir den in der Gamescom angekündigten Anime zu Sekiro Shadows Die Twice, glaube ich, hat es ja geheißen, für 2026 und die zweite Staffel Devil May Cry für 2026. My Hero Academia, Vigilantes kommt auch die zweite Staffel nächstes Jahr und es kommt ein neuer Ghost in the Shell Anime nächstes Jahr. Genauso wie das Remake von Fist of the North Star, North Star kommt. Da bin ich auch schon gespannt. Da möchte ich gerne das Original sehen. Weiß irgendjemand, ob man das Original bei uns irgendwo streamen kann? Ich habe keine Lust, dass ich selber nachschaue. Das darf mich nämlich nur interessieren, bevor es losgeht mit dem Remake. Das waren die Anime-News. Was habe ich denn da noch? Irgendwas habe ich da noch für euch aufgekommen gehabt. Upcoming DC. Filme, Projekte, Serien und so weiter. Die wollte ich mal noch verzöhlen
verzögern. Habe extra aufgekommen für so einen Tag wie heute, weil wir sind schon wieder so am Ende von den News. Da gehen wir jetzt dann gleich über zu die Kinostarts und Streaming-Charts und dann zum legendären Part des Unboxings von uns ist super coolen Booster Packs. Aber was haben wir denn alles? Peacemaker Season 2 läuft ja schon. Ich bin leider nicht mehr auf RTL Plus, dass ich sagen kann, ob die bei uns auch schon läuft. Da ringe ich bei RTL Plus und kann es sagen. Ich habe den Mike tatsächlich schon dreimal gefragt, er soll mir endlich sagen, ob es schon läuft, weil er hat RTL Plus, aber er hat es immer noch nicht geschafft, dass er mir eine Antwort gibt. Dann, Anfang 2026, kommt eben die Green Lantern Serie, die ich vorher schon erwähnt habe, in der Aaron Pierce mitspielen wird. Genauso wie am Juni, also 26. Juni 2026 kommt dann Supergirl. Da bin ich schon gespannt drauf. Und auf was ich richtig heiß bin, ist dann im September, am 11. September kommt Clayface, der ja scheinbar sehr horrorlastig sein soll und ein Body-Horror oder zumindest Body-Horror-Elemente haben soll. Dann haben wir für 2027 The Batman Part 2, ist ja mittlerweile offiziell in Produktion. Und für 2008, das ist bisher der einzige Film, die einzige Serie, die für 2027 da in dieser Liste steht, laut IGN. 2028 Dynamic Duo, ein Animated Robin Origin Movie. Und dann haben wir hier jetzt noch einige Filmchen und Serien, die noch kein Release-Date haben. Mr. Miracle Animated Series haben wir. Batman, The Brave and the Bold. Ich bin echt schon saumäßig gespannt, wer der Batman von diesem DC-Universum jetzt wird. Creature Commandos Staffel 2. Das hoffe ich, dass bald kommt, weil die erste Staffel war Weltklasse. Ich sage es ja nochmal, auf dem HBO-Kanal auf YouTube kann man sich die Creature Commandos anschauen, auf Englisch. Man kann sie aber deutsche Untertitel dazu schauen, aber wirklich sehr gute Serie, hat sehr viel Spaß gemacht. The Authority, sagt mir jetzt gerade gar nichts. The Swamp Thing kommt auch noch ein Film, da bin ich auch gespannt. Die werden sich ein bisschen an der Machart und an der Geschichte von New 52 damals orientieren, dann steht uns da schon mit Großes ins Haus. Geiler war es natürlich nur, wenn es die Swamp Thing Serie fortsetzen, weil das auch immer noch absolute Blasphemie war in meinen Augen, dass die Serie abgesetzt worden ist. Ein Teen Titans Movie kommt, ein Bane und Deathstroke Movie. Dann Wonder Woman ist ja mittlerweile auch schon in Arbeit, zumindest wird es geschrieben. Die Waller kriegt eine TV-Serie. Das brauche ich unbedingt, dass ich die ganz nur in der TV-Serie sehe. Die macht mir jetzt ganz fuchsig, die Nasch. Aber ja, kriegen wir trotzdem, so wie es ausschaut. Booster Gold kriegt eine Serie, Paradise Lost ist auch eine Serie, die dann auf Themyscira, keine Ahnung, wie es heißt, die Heimat von der Wonder Woman spielt. Blue Beetle kriegt eine animierte Serie. Da wird auch der Darsteller, der im alten Blue Beetle-Film aus dem alten DC-Universum gespielt hat, auch wieder synchronisieren. Dann gibt es noch eine Harley Quinn-Serie, animierte, und es ist immer noch Constantine 2 mit dem Keanu Reeves in der Mache, im Gespräch. Mal gucken. Mal gucken, ob wir das dann wirklich noch kriegen. Ich hätte auf alle Fälle richtig Bock drauf. Oleg auf den Deathstroke bin ich sehr gespannt. Einer von den interessantesten DC-Schurken, die nur zu wenig Aufmerksamkeit hatten. Ja, ich finde Deathstroke cool. Ich hätte aber für mich wesentlich interessantere Figuren dabei. Aber ist ja schön, wenn es dir gefällt und du dich darauf freust. Das freut mich. Und dann passt das. Jetzt gehen wir über zu den Kinostarts. Kinostarts der Woche. Erste Film ist 22 Bahnen. Das ist eine Dokumentation über meine Wochenenden. Da wird genauso viel gezogen. Natürlich nicht, da ich nicht tun. Was ist los mit euch? Das mache ich höchstens vor der Aufnahme, damit ihr das aushält. Greater Hate and Hope, eine Dokumentation. Wow, das muss man anschauen. 40 Jahre Jubiläum feiert der Mille Petrozza. Und das kehrt sie, also wenn es die Möglichkeit habt, so ein bisschen sowas mit Thrash Metal anfangen könnt, so einen geilen 80er-Knüppel-Sound, haut euch auf alle Fälle diese Creator Hate and Hope Dokumentation ein. Conjuring 4, das letzte Kapitel, das stelle ich jetzt aber noch in Frage, ob es wirklich das letzte Kapitel ist. Ich glaube noch kein Wort, aber Conjuring 4 startet jetzt auch diese Woche am Donnerstag. Dann haben wir noch Tafiti, ab durch die Wüste, was auch immer das sein soll. Schaut aus wie eine billige Version von Timo und Pumba auf dem Plakat. Hat er laut von 5 steht nur 1,5 gekriegt von 5. Dann haben wir das deutsche Volk, eine Dokumentation. Da werde ich wissen, wie viel
braune Schwachköpfe ins Kino gängen, weil sie meinen, das ist sicher was für sie und am Ende ist überhaupt nichts über sie. Da freue ich mich schon wieder drauf, Vollidioten. Happy Holidays, ein weiteres Drama. You Are the Universe, soll wirklich ein sehr guter Film sein und ich glaube, da muss ich jetzt kurz reinschauen, wo der Film her ist. Lass mich kurz gucken. Hallo, ich brauche Infos zu dem Film, Schweineseite. Genau, das ist ein Film, der in der Ukraine unter anderem entstanden ist, während der ganzen beschissenen russischen Aktivität da drüben. Und deswegen ist es auch ein bisschen was Besonderes. Also, wenn man da ein wenig so einen Moralkompass in die Richtung eingestellt hat, dann da ich sagen, gehst ins Kino und schaust du You Are the Universe und supportest das ein bisschen. Dann haben wir Bagi 4. Das sind jetzt wieder Filme, die wahrscheinlich bei uns nirgendwo laufen. Viet und Nam und Madharasi. Das sind jetzt, schaut mir wieder recht indisch aus, sagt mir gar nichts. Bin ich leider nicht so im Thema. Soll anscheinend im Cineplex in Neufahren, sollen die Filme immer sehr gut laufen und diese limitierten Kino- oder diese limitierten Vorstellungen sollen immer sehr gut besucht sein. Die haben in Neufahren anscheinend ein großes indisches Kino-Fan-Publikum. Sag mal das so. Wenn nicht, ist mir auch scheißegal. Was haben wir für Streaming-Charts? Trink jetzt nicht mehr. Platz 10, Butterfly, erste Staffel auf Prime Video. Platz 9, Untamed, wieder die Serie von Netflix mit dem Eric Bana, wandert jetzt schon langsam aus den Top 10 raus, aber heute sie wirklich krass stabil da drinnen. Dann haben wir Platz 8, Love Island USA, die 7. Staffel und Platz 7, Fit for TV, The Reality of the Biggest Loser. Platz 6 ist Katrina, Come Hell in High Water. Sagt man auch nichts, ist die erste Staffel auf Netflix. Platz 5, Wednesday, die 2. Staffel auf Netflix. Also die erste Staffel wird nicht mehr gerewatcht, alle sind up to date und haben jetzt nur noch die 2. Staffel angeschaut. Hat immer noch unglaublich krasse Minutenanzahl, die da angeben wird, aber fällt jetzt stabil nach unten. Platz 4, The Summer I Turned Pretty, die 3. Staffel auf Prime Video. Platz 3, The Hunting Wives, Netflix, 1. Staffel. Platz 2, America's Team, The Gambler and His Cowboys, auch auf Netflix, die 1. Staffel. Und Platz 1 ist auf Netflix die 1. Staffel von Hostage. Ja, da ist wieder nicht viel dabei, das ist der gute alte Kanye Kind. Aber ist ja wurscht. Zur Zeit läuft, glaube ich, eh nichts, was ich irgendwie sage, das möchte ich in dieser Liste drin sehen. Das haben wir noch geschaut. Stimmt, Alien Earth, was ist los mit euch? Alien Earth ist da nirgends drin. Ganz dicht. Unglaublich. Bin schon wieder auf 180. Schaut euch Alien Earth so. Bombengeil. Wirklich bombengeil. So. Das war's mit News, Kinostarts und Streaming-Charts. Jetzt machen wir hier mal Unboxing. Wir haben wieder die aktuelle ewige Rivalen. Booster Pack, bei denen ich absolut keine Ahnung habe, was irgendwas wert ist. Das sollte eigentlich auch mal irgendeiner von euch machen. Das war mir super Support, wenn schon kein Steady-Abo gemacht wird oder hier Abo gemacht wird oder hunderte Euro gespendet werden, wenn es da schon alle zu geizig seid, bis auf den Philipp Potato. Dann kannst du mal schauen, wo sind die wertvollen Karten aus der aktuellen ewige Rivalen Booster Karten Box Sammlerei, damit ich weiß, wann ich reich bin. Gucken wir mal, was wir da jetzt haben. Ein Kapilz. Jojo, habe ich dir. Schadensrausch ist die erste Attacke. Den habe ich auch jedes Wochenende. Und dann noch den Megasauger, den da ich gern jetzt mit kriegen im Schadensrausch. Aber leider nicht. Dann haben wir Schneebedeck, leichter Hieb und Eiszapfen. Dazu fällt mir nicht viel Blödsches ein. Darum lassen wir das einfach mal so stehen. Team Rockets Rettern, herabziehen, das macht der Podcast mit seinen Hörern und nagen, das machen wir mir auch an euch. Hippopotas, runterdrücken, ist wie herabziehen, macht der Podcast mit den Hörern. Kann man schon lesen, oder? Team Rockets Ampharos, dunkelster Impuls und Kopfblitz. Piu. Schön, wie die Kamera umeinander fährt, das ist echt... Oh, lecker, das ist hier eine Technik, eine Ausstattung, unglaublich. Granithöhle, ein Stadion, Trainerkarte, interessiert keine Sau. Cynthias Milotic, Wasserteiler.
Die geht voll in den Moses-Modus. Hallo! So geht es. Jetzt haben wir einen Janmar und hier wird jetzt schon geglitzert mit Wirbelwind und Rasierflügel. Glitzer, Schillerkarte. Voll geil. Dann haben wir Peppers Raffel durchnagen, auch voll am Glitzern und Schillern und shiny sein. Und Team Rockets Despotar macht einen Sandsturm und einen Zerstörungstackle. Und hat auch, schaut's, wie wunderschön diese Karte doch aussieht. Am Schluss nur eine Basiskarte, Psycho, Energiekarte, Basis, Energie, Basis, passt schon. Ja, ich glaube, da war jetzt halt keine wertvolle Karte dabei, leider. Ich muss ein bisschen aus dem Fenster schauen, weil da fand man 2 Autos umeinander in der Siedlung, das weiß man nicht. Wir mögen hier keine Fremden. Das wissen sie eigentlich, aber trotzdem kommen sie immer wieder. So, dann gehen wir jetzt so drüber zu One Piece. One Piece, es ist eine OP8, ein OP8 Booster. Da weiß ich zumindest, dass eine Karte mit, ich glaube, da gibt es gerade eine mit diesen Manga-Ausschnitten im Hintergrund, wertvoll wäre. Da habe ich zumindest auch endlich eine App, in der ich meine Karten einspeichern kann. Die ist wirklich ziemlich praktisch. Da steht nämlich auch sofort der Kartenwert dabei. Sowas brauche ich für Pokémon, aber für Pokémon gibt es nicht in so einem sexy Stil, wie es hier für One Piece gibt. Also wenn ich ihn sofort aufkriege. Ah! So, jetzt habe ich ein kleines Loch eingerissen. So. Kann sich nur um Stunden handeln. Macht es aber ein Steady-Abo. Jetzt habt ihr Zeit. Schneller. Vorher zeige ich euch keine Karten mehr. Ohne Steady-Abo. Ohne Steady-Abo keine Karten hier. So, ich hab's geschafft. Wir haben hier einmal Gurnika von den CP0. Ich glaube, die habe ich schon. Speedchill habe ich auch schon. Tolle Wurst. Charlotte Cracker habe ich auch schon. Tolle Wurst. S-Bär habe ich auch schon. Wieder tolle Wurst. Baron Tamago habe ich auch schon. Nächste tolle Wurst. Maria Onion Bär habe ich auch schon. Wieder tolle Wurst. Dann ein Event People Streams Don't Ever End. Habe ich auch schon. Nächste tolle Wurst. Lauter tolle Würste hier. Calgara haben wir schon. Tolle Wurst. Hiking Bear haben wir schon. Tolle Wurst. Iron Body Fang Flash. Glaube ich, habe ich auch schon. Ich sage jetzt mal nicht tolle Wurst, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Was haben wir jetzt hier? Es glitzert was. Charlotte Pudding. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich diese Version schon habe. Zumindest glitzert. Und an Dalton in Glitzer. Den weiß ich, dass ich auch schon habe. Tolle Wurst. Völliges Scheiß-Booster-Pack war das. Völliges Scheiß-Booster-Pack. Was sagt der? Wurst klingt so schön von dir. Ja, alles, was ich sage, klingt schön. Das ist das Erste. Aber wenn, dann ist es eine tolle Wurst. Ist ja ganz klar. Ganz klar, dass es eine tolle Wurst ist. Das war's, Leute. Das war's. Wir haben uns sauber, fast eine Punktlandung. Hätten wir uns einmal auf so eine halbe Stunde eingeschossen. Damals zu zweit hat es sowieso nie funktioniert. Mit mir allein geht das ein wenig besser. Ich sage vielen Dank für alle, die jetzt dabei waren. Schön für euch. Macht Steady-Abos. Ich sage es immer wieder, macht Steady-Abos. Das ist ultimativ wichtig. Steady-Abos. Das wollt ihr ja noch mehr von uns. Seht jetzt hier so mit der Kamera. Ich kann da so. Warte mal, jetzt müsstet ihr eigentlich irgendwas da, die Kamera. Ah, da macht es ja nicht fick dich. Dann geh nach vorne. Oder geht das um mich? Kamera, tu was. Ich habe es auf alle Fälle gesehen, wir haben uns jetzt schon eine neue Kamera leisten können. Und je mehr Stadia-Abos das wir haben, umso mehr Hightech werden wir hier aufbauen, um tolles Erlebnis zu bieten. Und umso mehr Unboxing gibt es. Jetzt hat sich die Kamera bewegt, habt ihr es gesehen? Umso mehr Unboxing gibt es. Mehr Pokémons, mehr One Piece, mehr Magic, The Gathering, aber nur die Final Fantasy Edition. Vielleicht schafft der Seppi dann auch irgendwann mal, dass er seine Behauptung umsetzt und sie endlich irgendwelche Wrestling-Karten kauft. Oder es gibt irgendeine, ich hätte mir ja diese Lorcaner-Karten schon gekauft, oder morgen glaube ich nicht wirklich neu, da der knickere Hund. Also macht Steady-Abos. Ansonsten vielen Dank für alle, die zugeschaut haben. Das ist schön für euch. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was Neues erfahren. Schreibt es in die Kommentare nur eine, ob ihr noch irgendwelche News mitgekriegt habt, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben. Das würde mich interessieren, bin ja immer neugierig und mich alles wissen. Danke nochmal an die edle Spende vom Dragon Cry. Da gibt es nochmal Potato. Und jetzt riesen Potato für euch alle. Mit Küsschen. Macht es gut. Bis nächste Woche.
Mike und ich nehmen für euch jetzt noch eine Folge zu Thunderbolts auf. Da gibt es übrigens dann auch ein Gewinnspiel. Also hört sich auf alle Fälle die Thunderbolts-Folge an mit Gewinnspiel. Macht's es gut. I do love you all. Au revoir.